haben eigentlich versucht, abzugehen. Live! Live! So eine Sachen passieren nur live, gell? Prost. Schön, dass ihr dabei seid. Ja. Was war das? Okay. So. Und jetzt machen wir die Tür von außen zu, gell? Ja. Ihr könnt kurz da bleiben für den neuesten Tierfakt. Und zwar habt ihr gewusst, dass Wickelbären in der Lage sind, ihre Füße um 180 Grad zu drehen. Das bedeutet, sie können rückwärts genauso schnell laufen wie vorwärts. Nee. Was für Bären? Wickelbären. Honigbären genannt. Honigbeeren, okay. Und, okay, die sind ja geläufiger. Ja, schon. Also die können ihre Füße um 180 Grad drehen, die Honigbeeren. Richtig. Und es ist nämlich so, dass das geil ist, wenn die nämlich am Baum runtergehen, gehen die trotzdem oft Kopf vorwärts runter, aber die Haxen zeigen nach oben. Hey. Und was meinst du, wie dumm das ausschaut und wie geil das ist? Du kannst runterschauen, aber du gehst, hast trotzdem alle Vorteile vom Rückwärts runtergekriegt. Das ist wie in einem Horrorfilm. Ja, das war's schon. Danke. Machen wir die Tür von außen zu, oder? So. Sabrina, du hast was verloren? An Geschwindigkeit. An Geschwindigkeit. Nein, schon nicht so. Hoi. Oh, das hat klatscht. Ja. Also, jetzt Ah, richtig bloß schon den Abfall. Mit den richtigen Menschen. So. Was trinkst du heute? Ich trinke ein Sappebrei. Aus dem China Holzkirche. Hell, Weißbier. Hells, Sappebrei Hell. Von Wolfgang Sappe. Der macht das seit, Bier. ich glaube, 2015. Also Brauer hat er schon vorher gelernt, aber jetzt hat sein eigenes Bier. Und magst gern? Schmeckt er gut? Schmeckt mir sehr gut, ja. Keine Werbung an der Stelle. Nein, null. Das war uns wirklich. Das war das allerletzte, was wir hier Schon, vorher ja, hatten. nein, das ist sehr köstlich. Immer nur mit dem falsch herum Etikett. Ja, 12er Charge. Ja. Oh, jetzt. Falls ihr jetzt denkt, für die Leute, die den Podcast letzte Woche schon gehört haben, nicht, weil wir so lange an einem Kasten hinsaufen, sondern wir haben halt, weil wir gewusst haben, das ist eine gute Charge, gleich 4, 5 gekauft. Gell? Also, Ja. Da musst du schnell sein heutzutage. Da darfst du dich nicht zu sehr auf andere verlassen. das war jetzt eine harte, schwere Geburt. Okay, Gott, was ist los? Hör mal einfach auf. Ja, lassen wir es Ich bleiben. wollte Ja. harte Geburt sagen, das heißt Ja. schwere Geburt. Ich habe festgestellt beim letzten Videopodcast, dass ich auf jeden Fall gerade hocken muss. Ich hab mir, also pass auf, die ersten 4 Minuten habe ich mir angeschaut und ich liebe es, ich sitze erst so da, Ja, dann irgendwie so Ja. und ich glaube, es gibt keine Art richtig da zum Sitzen. Nein. Ich glaube, dass die Mikrofone für die Art, wie ich gern da sitzen, halt auch nicht na, geeignet sind. Aber Nein. ich fühle mich auch blöd, wenn ich so da sitze. Ja. Am ersten da ich glaube ich so da hocken. ja, ja. Das ist vor allem. Oh, so, das war tatsächlich Na, unterbewusst. Das ist jetzt auch ganz, ganz, ganz besonders spannend für die Leute, die es nur hören. ja, Für die, die haben jetzt gerade ein paar schöne erste Minuten gehabt. Gern geschehen an der Stelle. ja, Ich habe mich heute darum kümmern dürfen. ja. Wir starten ganz klassisch mit dem Wochenrückblick. Was ist denn Wochenrückblick, ja, passiert was in ist- dieser Woche? Du siehst, ich habe schon ein bisschen was zusammengestellt. Ja, nix. Es ist echt sau wenig passiert. Nein, wir kriegen heute noch Besuch von Feature-Gästen, beziehungsweise wir Feature-Gast bei einem Song, beim gemeinsamen Song gemacht, sagen wir Ich so. glaube, das trifft es am besten. Ja. Na, das ist eigentlich das, was heute noch passiert, oder dann, wenn sie es hören, die Woche. Ja, was du noch dazu sagen kannst, dass der Kid Rapper und ich haben uns zu einem großen Strategie-Meeting zusammengehockt. Ja. Letzte Woche nach dem Podcast. Ja, War aber dann eigentlich in erster Linie wieder eine Sauferei. Aber wir haben schon jetzt was an festgelegt, also es kommen Songs wieder irgendwann, gell? ja, Kann man so sagen. Dass hin und wieder mal wieder neue Musik von uns rauskommt. ja, Wahrscheinlich aber erst nicht jetzt dann. Außer das Feature, das mal. das kommt ja am 30.08., also nächste Woche schon raus. Oh, krass. Ja, Nicht schlecht. Ja, aber ganz ehrlich, also Wochenrückblick. Lass mich überlegen. Es sind jetzt nur lauter coole Sachen, die passieren. ja, Am Montag sind wir am Battlemarkt, also Ja. für euch morgen. ja. Oder wahrscheinlich das Video rauskommt vorgestern. Stimmt, ja, richtig. Ja. Na, Da schauen wir dann der Anja Bavaria zu, die spielt da, gell? ja, vielleicht schauen wir noch auf die Bühne. Anja hat uns gefragt, ob wir zu Thomas Müller auf die Bühne kommen wollen und die spielt um 9, Viertel nach Nein, 9. ja. 9. Vormittags. Und ich sehe da keine Ja. Möglichkeit, wir saufen da seit 5. Ja, Um 6 ist immer am Zeit sein, oder? ja Dann 3/4 oder? Ja, Dann müssen wir um 4:30 losfahren, oder? ja. Viertel nach 4, oder? nach 1,5 4 Stunden fahren wir, oder? Ja. Naja. Ja, wurscht. Jetzt können sich die Leute ausrechnen, wo wir wohnen. Ja, stimmt, ja.
Ja, wird schon so ein paar Typen Ja. geben, die hier so mit dem Zirkel jetzt ein Gleis machen und sagen, Ja. ah ja, das Ja. kann passen, und schauen sie die Fotos, die wir posten, sehen Ja. irgendeinen Berg, sagen, ah ja. Ja, schon, ja. Kennst du dieses Geoguessing? Ja. Also du meinst, wo man bei Google Maps was rausfindet, wo das ist? Ja, genau. Also Ja. es wird halt, ich weiß nicht, ob es da eine App gibt oder beziehungsweise einfach bei Dingen, also die wird ein Bild zeigen, Ja. dann musst du ran, was es ist. Ja. Und das gibt Leute, die sind da richtig gut drin. Ja. Das möchte man mit dem Keiner spielen. Ja. Der ist da sicherlich auch aus. Ja. Aber nicht so gut wieder. Frei, Richtig. oder? Ja. Auf keinen Fall so gut oder frei. Ja, da es über einen Wochenrückblick jetzt gar nicht so viel zum Sagen gibt, habe ich auch gleich schon das Thema der Woche für dich. Ja. Das ist ein ziemlich gutes Thema. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Ernährung, Ja. mit Diäten, Ja. Biersaufen und Abnehmen. Passt das so zusammen? Also wie Was ist unser wie haben wir Erfolgsrezept? diese Traumkörper gekriegt? Ich habe das Thema ausgewählt, weil wir da so viel zu oft drüber reden Ja. und festgestellt haben, dass wir irgendwie gar keine Ahnung haben, Nein. wovon wir reden. Und wir wollen euch an diesem Wissen teilhaben lassen. Ja. Also Kid Rap, was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis ist, dass ich schlechte Genetik habe auf jeden Fall schon. Und eine schlechte Disziplin. Wie äußert sie dir? Also in was für einer Hinsicht? Nur Ernährung, auch Sport oder alles? Ja, es gibt immer Phasen so bei allem. Also und dann, sobald irgendwas kommt, was mich ein bisschen rausbringt, wie Urlaub oder Auftritt oder Dreh oder keine Ahnung, Darmbevollschuppung, Ja. dann erstmal wieder nichts machen. Und Ja, aber das ist halt fett dann werden. gleich ein Monat oder Ja, schon, ja, bis ich dann wieder drin bin. Ja. Ich Auch glaub, viel theoretisches Wissen angehäuft. so. Weiß ich, ja. Ich meine, der Kid Rap hat die Fitnessbibel. Nein, Ja, die, wie heißt das vom Arnie? jetzt weiß ich gleich gar nicht, die Gym-Bibel, nein, Puh, das ist peinlich. Bodybuilder-Bibel. Das kannst Ja. irgendwas mit Bodybuilding. Na, Ja, und da hat er sich ja echt lang drauf gehalten. Ich spreche jetzt einfach mal für dich, Kid Rap. Ja. Sehr viele gute Phasen durchgemacht. Ja. Wirklich teilweise so 2 Monate, 3 Monate Ja. durchgezogen einmal. Und dann denkst du, jawohl. Gib ihm Dreivierteljahr, ja. Ja. Dann ist dieser Typ mega ripped. Das erste Mal, was richtig gut hingehört hat, hat er sich nach 2 Monaten seinen Finger durchgeschnitten. na, stimmt, ja, das war mit einem Weißbierglasel. Und ich war einen Monat im Urlaub. Na, Das bedeutet, er hat Los Brutalos und die Firma allein führen müssen Ja. mit einer kaputten Hand. Aber mei. ist schon gegangen. Was glaubst du, war die perfekte Ernährung für dich? Oder was? Also pass auf, angenommen, du hättest wahnsinnig viel Disziplin. Ja. Was würdest du dir selbst empfehlen und was würdest du die Leute da draußen empfehlen? Eine Bananendiät. Oh, das ist also Bananen. Ja, Das ist nicht schlecht. ja. Die kenne ich gar Da nicht. kommen wir ins Flach. Hätte ich. Füße hoch. Wo ist der hoch? Ja. Okay. Puh, Ich so, dann ist ich der darf gerne Podcast also aufhören. gerade 10 Jahre älter geworden. Ja, ich möchte wirklich stoppen an der Stelle. Mei, was war für mich am besten, ist jetzt einfach gesunde Ernährung und nur einmal in der Woche saufen. Ich glaub, das war schon mal ein Anfang. Na, Aber definiere gesunde Ernährung. Was ist für dich gesunde Ernährung? also ich glaube, also wenn du schnell abnehmen willst, halt ohne Kohlenhydrate, damit du in die Ketose kommst. Oh, ja. Aber, Jetzt hast du mal. aber das ist halt, die Gefahr vom Jojo-Effekt ist halt da extrem groß. Das wir am eigenen Leib schon erfahren haben müssen dann. Im wahrsten Sinne des Ja, Wortes. du nimmst halt dann schon relativ schnell ab, vor allem wenn du da schon Qualle bist, verlierst aber auch viel Wasser und halt dann auch, wenn du das falsch machst, auch viel Muskeln. Genau, und sonst, ja, eigentlich glaube ich, eine gesunde Ernährung, also ausgewogen, kannst du ja ungefähr ausrechnen, was du brauchst an Kohlenhydraten In der Theorie, ja. Eiweiß und Fetten. Und wenn du dich da drauf hältst und noch Kraftsport machst und vielleicht noch was ergänzt wie Boxen oder so. Also was ein halt, bisschen Pseudokardio vielleicht. ja. Ja, gut fürs Allgemeinbefinden. Ja. Genau, dann glaube ich, bist du gut dabei. Also was mich immer so frustriert ist, genau Und halt das- durchziehen, also das ist, glaube ich, der das ist größte, der Punkt. Ja. der größte Punkt, aber Also pass auf, wenn ich jetzt Kalorien sei, Mhm. ist mein Problem wirklich immer Montag bis Freitag kriege ich hin. na, Montag bis Donnerstag kriege ich hin. ja, Dann kommt Freitag, na, wir saufen. na, Ich habe dann überlegt, ich habe mir tatsächlich mal so eine App runtergeladen, LiveSum. Ich glaube, es heißt LiveSum. na, Geile App, wenn du das pflegst, na, aber du willst das auch gar nicht wissen. Ich habe dann überlegt, ob ich einfach für Freitag, Samstag einfach immer pauschal 10 Na. halbe eintrage na, und dann über die Woche hinweg versuche, das irgendwie na, auszugleichen. es bleibt ja nicht bei 10 halbe. Weil wenn ich mal Bier habe, dann fange ich Schnaps auf. Und dann, Also wenn kein Bier halt mehr ja, reinpasst. und nach 10 halbe
trage ich nichts mehr in die App bei. Nein, null. Ganz und gar. Deswegen muss das, ja, stimmt, das bedeutet, du musst es dann. Ja, es ist einfach ein Teufelskerl. Da müsste man jetzt mal dieses TikTok-Video, also diesen TikTok-Trend machen mit über der Kid-Rap und das ist mein erstes Glasl, weil dann kann ich es mir danach anschauen. Ja. Aber selbst das kriege ich nicht hin. Das stimmt, ja. Das ist auch immer krass beim Saufen. Komisch, man wollte über Ernährung reden. Ja, das gehört ja dazu. Ja. Prost übrigens da drauf. Ja, Prost, gell? ja, schon. Einfach gute Ernährung. Ja. Auch viel zurückgenommen in Amerika. Ja, stimmt. Ja, das Arbeiten halt. Ich komme halt. Das Problem ist, ich habe gar nicht die Zeit, mich gesund zu ernähren. Das ist ja das. Deswegen haben wir jetzt dann bald so ein Prep My Meal oder Huel oder Huel. Und dann ist das einfach, habe ich ein Backel, da steht so und so viel Kalorien. Ja. Auch dir 10,5. Ja, das Problem ist halt rein Fitness- und ernährungstechnisch, ist, dass ja viele Tipps von Leuten aus dem professionellen Bereich kommen, also von Bodybuilder oder so, und die natürlich anders trainieren und auch anders essen. Und wenn du das jetzt als Otto-Normalverbraucher machst, dass du dir so viel Eiweiß und Kalorien einpresst, wenn nur geht, und also trainierst wie Bodybuilder, dann wirst du das erstens nicht durchhalten, weil du ja arbeiten gehst noch, also du machst ja noch was anderes. Klar, die haben Du redest jetzt von hauptberuflichen Bodybuildern. Ja, genau, oder ja, YouTuber, Fitness-YouTuber, die wo halt ein Leben daraus besteht, so wie es halt bei uns Hits machen ist. Ja, richtig. Es halt bei denen Gains und Ripped sei. Und dann, ja, glaube ich, müsstest halt was haben, was sich im Alltag gut integrieren lässt. Inklusive, wenn du ein kleines Alkoholproblem hast. Ja, das ist halt. Weil es ist ja kein Problem. Nein, im Gegenteil, sondern das ist eigentlich eine Hilfestellung. Ja, schon, ja. Sonst weiß ich schon gar nicht mehr da, Ich finde, Alkohol ist ein bisschen so wie der Sportlehrer, der dich beim Boxspringen so mit dem Arsch anschiebt. Genau. So, du willst eigentlich nicht, dass er da ist, aber du brauchst ihn doch irgendwie. Du willst ein nicht bisschen. angelangt werden, aber wenn er dann so eine starke Hand an dir hat und du merkst, jetzt schaffe ich den Sprung beim Box, jetzt fühle ich mich sicher. dann wirst du das nächste Mal wieder darum bitten. Ja, schon, ja. Und dann, sage ich mal, ist halt dann nicht nur eine halbe und nicht nur die Hand, sondern dann sage ich, machen wir so. Ja, und schauen wir, was davor ganz passiert. kurze Hosen, noch kürzere Hosen noch. Ja. All glatt an jeder Körperstelle. Ja, es war mir so peinlich, wenn er mich angelangt hat. Ja, dann habe ich Stoppblick. Ja. Ja, da schüttelt's mich. Ich weiß nicht, was der im Lehrerzimmer bei mir rumverzählt, sagen, der Kid-Rap, weil der ist so Stoppblick. Ja, klang es gar nicht als Tier. Nein. Ja. Was schaust du schon? Nein, schau weil nicht. du leise bist. Nein, gell? nein, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur geschaut, ob ich bei beiden Sachen auf R gedrückt habe. Hey, ich vertraue dir an der Hinsicht. Nein, ich habe extra geschaut, alles gut. Was hältst du von intermittierenden Fasten? Ja, es macht es wahrscheinlich einfacher. Ich glaube nämlich, dass das Einzige ist, was bei mir auf Dauer funktionieren kann. Ja. Weil ich frisst den ganzen Tag nichts. Also ihr müsst es euch nicht so kompliziert machen. Für die Leute, denen intermittierendes Fasten nichts sagt, das ist so, du isst relativ langen Zeitraum nichts und in der kurzen Zeitspanne, wo du was isst, darfst du in der Theorie essen, was du willst. Aber also wenn ich in dem kurzen Zeitraum essen darf, was ich will, dann hole ich das definitiv wieder rein. Macht halt angeblich den Stoffwechsel kaputt. Ja. Ja, aber ich mache das unbewusst schon, weil ich halt, also wenn ich arbeite, auch nicht Frühstück, weil ich keinen Bock habe. Ja. Früher aufzustehen, damit ich was isst, sondern da ist halt einfach bis Mittag nichts. Und ich finde halt, es ist einfacher, nichts zum Essen als gesund zu ja, essen. das finde ich ja. Also da verzichte ich Mittag lieber auf irgendein scheiß Tiefkühlgemüse oder ein frisches Gemüse, jede Art von Gemüse. Es wird, dass ich dann hier... Es ist da sogar Gemüse gegeben, das ich gern mag, oder Salat. Was? Gelbe Ruhm, Paprika. Ja, mag ich beides auch relativ gern. Zucchini ist mir wurscht in einem Mix. Also da der als Ergänzung sehen, aber so alle, dass ich jetzt nicht fressen. Und die grünen Bäume, wer sind die? Wieso sagst du denn jetzt fressen? Brokkoli, oder? Wieso sagst du denn jetzt fressen? Weil ich Gangster-Rapper bin. Ah, okay. Ja. Brokkoli sind kleine Bäume, ja. Richtig. Nicht zu verwechseln mit Blumenkohl. Nein, Blumenkohl macht einfach nur Spaß. Ja, richtig. Ja. Das sind so die Sachen, die ich gleich essen darf. Also gut, ich wollte gerade sagen, ich hasse Rosenkohl, aber in Amerika habe ich ihn frittiert gegessen. Ja, du kannst alles frittiert essen. Ich glaube, jetzt lehne ich mich zwar aus dem Fenster, aber ich glaube, ich darf auch, wenn ich es nicht mehr so richtig erkenne, frittierte Insekten fressen. Ja. Ich weiß nicht, da gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, nein, das darf ich gar nicht, das ist Insektenmehl. Ich glaube, mir war das... Also Mehl war mir komplett egal. Es ist ja ich möchte es jetzt nicht auf so eine Haxe reißen, oder wenn es jetzt irgendwie Flügel, war ja empfindlich, außer sie sind frittiert. Ja, schon, ja. Dann ist das noch was ganzes. Aber vitaminreich, Also ich glaube, so ein Haihopfer oder sowas, das darf schon gehen. Irgendwie, weiß ich nicht, wie das Ich finde auch, dass ein Haihopfer, also pass auf, ich möchte ein Insekt,
wo ich mir über dessen Innenleben immer relativ glasklar Ja, schon, ja. Und ich finde, beim Haihupfer habe ich das Gefühl, ich weiß genau, was an dem Ja, abgeht. schon, ja. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, so Drohnenlarve hast. Ja, Larven oder Maden. Also das kannte ich nicht, weil Maden finde ich insgesamt was das Widerlichste, was es auf der Welt gibt. Ja. Insgesamt. Libelle, man hätte ich auch nicht wirklich Ja. essen, obwohl ich da eigentlich wüsste, Ja. dass da ist ja nicht viel zum, Nein, ist knusprig wahrscheinlich. Schmeckt der als Behindel. weil wir gerade beim Innenleben sind. Es ist doch, du hast ja lange in der Gastro Ja, gearbeitet, ich bin lange in der Gastronomie gearbeitet. Ja. und du bist ja ein Profi, was Meeresfrüchte betrifft, Ja. Krabben, Krevetten, Ja. Shrimps, alles. Ja. Manche Scampi. Dinge ziehst du da was raus und da kommt so ein braunes Ding mit hinten raus. Ist das scheiße? Ja. Ist das die Scheiße, Also die dann bei manchmal man- auch mit ist, Also, wenn ich es nicht gescheit wegmache? also die Scheiße ist oben ja. in dem Ding drin, also wenn da das Braun Also das ist am Schwanzerl, ich Rücken. weiß nicht, was das ist. Ja, das ist, glaube ich, Fett. Also wenn es beim Ding oben drin ist, so unter dem Brustpanzer ist Fett, glaube ich. Aber Nein, ich rede jetzt vom Schwanzerl am Schluss. Ja. Das ist bei manchen Personen, ich weiß immer nicht, was ein Scampi ist, was ein ja, Ding ist ja keine wurscht, das Ahnung, ist, schaut aber bei alle gleich aus. Ja, Ich rede mal von so einem großen Scampi. Ja. Zack, und dann ist hinten so dieses ja ich glaube, das ist Ding. scheiße, ja. Das habe ich halt, manchmal habe ich es auch vergessen, das wegzumachen, Ja. gescheit. Und dann, das bedeutet, wenn ich jetzt da was rausziehe, Ja. also das Ding weg abziehe und da ist kein brauner Fleck drauf, Ja. gibt es wahrscheinlich zwei Optionen. Entweder die Scheiße ist nicht mitgekommen Oder sie er hat vor kurzem erst geschissen. Oder sie haben es sauber gemacht. Geht das Manchmal. auch? Also manche. Wie denn? Also Wie ja, kommst wenn es du denn da geschlossen ist, dann nicht, aber normalerweise also wird es ja oft da oben aufgeschnitten, damit eben der Darm raus kann. Oder die Kacke, da schaut nicht aus wie ein Darm. Die scheißen sich einfach nur in den Panzer. Das ist eigentlich richtig dumm, Ja, ja. ja. Sau peinliche Viecher. Ja. Ja, also das ist immer kein gutes Zeichen. Aber auch wenn es da so Shrimps im Supermarkt hast, das ist immer noch die Scheiße. Ja, drin. ich sage, man sieht das immer, das ist Ja. auch gut. Ja. Da musst du einfach, Essen. ja, du Essen darfst ja wir kein Muschel essen, weil das ist ja komplett voller Dreck eigentlich. So. Ja, das stimmt, das schmeckt ganz einfach, wenn wir ehrlich sind. Ja. Also das ist ja, vor allem, Ja. na, egal. Ja, und so ist mit Insekten. Ja, ja. Was für ein Insekt darfst du am allerliebsten essen? Also ein Haihupfer, glaube ich, wäre jetzt am Ich ersten. konnte aber nicht sagen, warum. Nein. Ich weiß nicht, der schaut irgendwie finde ich den Haihupfer auch so, da jetzt auch, also der Schreck insgesamt, wenn ich Insekten auf mir habe oder so, aber ich glaube beim Haihupfer, da ich mir am allerwenigsten denke, was eigentlich gemein ist, dass ihn dann ist. Gell? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ein Haihupfer ist ja eigentlich nur ein langes, kleines Händel. So von der ganzen Ja, das- Haxenbeschaffenheit und ich schätze das. Ja, schon, ja. Ja, so frisch da die auch essen. Also da hätte ich jetzt was ich wieder eklig finde, sind Schnecken, weil ich Schnecken eklig finde. So Ja, ich halt so seitdem, wenn ich an der Wette teilgenommen habe, weil ich Nacktschnecken gegrillt habe. Na, Ja, deswegen heißt übrigens, das war ein Tierfakt, aber wurscht, deswegen heißt Igel, weil die Nacktschnecken fressen und das vertragen sie nicht. Die fressen doch ganz oft Nacktschnecken. Ja, schon, ja. Dann Das ist eine Hauptspeise, oder? Okay. Also sie kriegen dann Husten davor. Ah, das die arme Igel. Ja, Das tut mir richtig leid. Aber Igel, der die essen. ja, schon sofort. Nein, Igel hat mir schlecht Nein, schwer, die ja. sind so lieb. Ja, aus Rache, da die halt Dinge essen, Seeigel. Ja, klar. Der Die haben ja Drecksau. doch. Die haben ja schon das ein oder andere Mal Ja, haben sie haben sie, sich an dir vergangen. Ja. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon erzählt, aber das Schlimmste, was mir ein Tier jemals angetan hat, war eine Qualle, die mir einen Nippel gestochen hat. Oh, ja. Und jedes Mal, wenn das Wetter umschwingt, dann kriege ich Gänsehaut. Am Nippel. Okay. An der Stelle, links. Krass, ja. Ich kann euch das mal irgendwann sagen. Ja, ja, Qualle bin ich bis jetzt noch verschont geblieben, aber das ist schon nervig. Wer fährt dann auch Bibione? Ja, Das ist ja. ja, Oder Kaoli ist genauso schlimm. ja. Australien auch, da gab es viel Quallen. Ja, Quallen mag ich so ganz. Ich finde, Quallen sind so ein bisschen die Bremer des Meeres. Ja, ja, vor allem, weil sie jetzt so random kommen dann Ja, einfach. so komplett ohne Ankündigung. Ja. Du bist da, schaust dir um, glasklares Wasser. Ja. Schaust da mal kurz nach um, schaust dir um 4000 Ja, schon, ja. Kannst Ich keinen gerade Millimeter schön, bewegen. grad schön im Great Barrier Reef am Korallen zertrampeln. Ja, und ich gerade wieder das 6. Mal ins Wasser pissen. Ja, Und dann kommen diese Missgeburten, nicht best, Mann. nein, schlimmer Ich noch. habe nichts gegen Quallen, Nein, gell? das sind feine, Wenn's bei feine einer Tiere. bleiben. Ja. Und Zu nicht- Besuch gern. Ja, und dann wieder heim. Ding. Also mein Tipp noch zum Thema Ernährung. Ja. Wie gesagt, ich kann auch nicht Ja. viele Tipps geben. Herz auf das, was der Sascha Huber sagt. Das ist mein größter Tipp. Na, nach Also- Politik jetzt Ernährung. Ja, Ja, richtig, ja. was- Ja, Dinge, wo wir uns auskennen. Ja, schon, ja, und auch positive Beispiele zeigen können. So eine Journey. Es gibt einen YouTuber, oder einen TikToker, der ich Ja. sagen, weißt du noch, wie der heißt, der
der hat zeigt mir deinen Bizeps. Also ja, der Genetic One. Ja, genau, der hat bewiesen, dass man saufen kann und trotzdem ripped sein kann. Er hat Ja. ja gesagt, ja, natürlich ist das scheiße. Da gibt es ja so viele Mythen. Ja. Es gibt ja das heißt, wenn du einen Schluck Bier trinkst, und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, Nein. dann stoppt das komplett an Muskelaufbau und die Fettverbrennung und Ja. dies und Aber das. nur so lange, bis der Alkohol abbaut ist. Ja, aber dann saufst du mal 10 halbe. Ja, schon, das ist das Problem. Was passiert denn dann, wenn ich trainiere Ja, und danach sauf? ja Ist das dann sollst du nicht Trainieren machen. komplett für den Arsch. So weil lang, es also, kann ja dann- also ich weiß nicht, ob es dann komplett für den Arsch ist, aber du wirst halt wahrscheinlich weniger Erfolg haben, wie wenn du jetzt halt einen Zentner Hindel. Ist das mal so eine Pause? Ja, Fälle. Da ist Verlass, Ja. Kiri, da ist Verlass. Ja, Ja. mehr kann ich euch jetzt nicht über Ernährung sagen. Ich habe später noch ein tolles Rezept für euch, das definitiv nicht helfen wird, dabei abzunehmen. So viel kann ich euch schon mal sagen. Aber droh bleiben, Freunde. Ja. Bleibt droh und nehmt uns als Negativbeispiel. Ich glaube, Ja. das wäre das aller. Wir sind ein Feuerbeutel. Ja, richtig. Ja. Oder, also, bei uns haben wir es nachher wohl. Ja, schon, ja. Wir sind- Ja, das ist halt schon krass, wenn man sich halt so viel filmt und fotografiert. Und wenn es also dann Jahr für Jahr nicht nur dein Alterungsprozess, sondern insgesamt dein Verschleiß siehst. So Ja. Was bei mir aber auch faszinierend ist, es hat einmal eine Zeit gegeben, wo ich mit dem ganzen Freeletics-Stuff angefangen habe. Und gedacht, ja, ich bin richtig fit und Ja. jetzt langsam. Und ich war einfach nur saudünn. Musst dir vorstellen, es hat eine Zeit gegeben, da habe ich 66 Kilo gewogen. Ja. Wie unangenehm ist es eigentlich, 66 Ja. Kilo zu wiegen. Das gleiche habe ich in der 5. Klasse Ja, gehabt. Ja. Ich glaube, Ja. mein Gewicht seit der 5. Klasse nicht geändert. Ja. Bin ja nicht mehr gewachsen seitdem. Aber das ist schon, da haben wir gedacht, ja cool, jetzt kann ich es euch ja sagen. Die ganzen dürren Gerippten, ihr seid nicht gerippt, ihr seid nur ja. dürr, ihr seid Arschlöcher. Also zwei Heuschrecken fette seid ihr, Weiber da mit euch frittieren Titten, und ja. essen. Ja, also 2 fette Weiber mit Titten, das zählt nicht. Richtig, ja. Das ist einfach nur, ja. Ja, Ja, ja ist das ist wenigstens gesagt. Ja, ist Ba, ja ba, gut, bam. jetzt werden in einer Viertelstunde kommen unsere Gäste, offiziell. Ja. Inoffiziell nicht. Hast du noch was zum Thema der Woche zum Sagen? Nein, Also ich habe glaub, tatsächlich, mein Angebot geht in die Richtung, der Kid Rap und ich. Wir informieren uns noch einmal komplett. Das darf uns nämlich gar nicht schauen. Und dann machen wir einen kompletten Ernährungspodcast. Wo es Ja. noch vielleicht holen wir uns sogar einen Gast. Ja. Das wäre doch geil, da darf man auch davon profitieren. Damit wir dann wieder ein paar Regeln haben, an denen wir uns nicht halten können. Ja, heim an Franz. Oh ja, Ja. stimmt. Aber der ist Das halt, nervt immer, der ist so hübsch. ja, und so gut in Form und dann, Ja, und das ist nett. ja, Und der Waffendrang. ja, Ja, heim überlegen wir wir da uns. für anders. Ja, gut, aber dann machen wir ohne Heim Video. einfach irgendeinen Teller aus dem Cleverfit. Ja, irgendwann, der sich richtig gut auskennt, aber fett ist. Ja. Irgendwas. Ein Nein, ich kleiner find- Dicken, ja. der sich. Ja, ich finde aber, also das ist so was, wo ich schon schauen darf. Also ich möchte keinen Ernährungsberater und keinen, der wo mich trainiert, der wo nicht mindestens das 10-fache von mir erreicht hat. Ja, Weil, also ich finde so, also ich möchte ja nicht gesund sein. Also Nein. ich möchte nicht trainieren, um Nein, gesund zu ganz sein. und gar nicht. Und da, ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit Fitnessstudio und so, da war ich in so einem, da gab es halt nichts anderes außer so eins neben einer Reha-Klinik. Ja. Und da waren lauter so dürre Wichser mit solchen Armen Ja, und so, die die, dann- wo die halt jede dann dafür- Übung so gemacht haben. Und 40 Kilometer laufen können. Ja, dann habe ich gedacht, So so, reiner Typen. ja, genau, ja. Dann habe ich gedacht, so, nein, also für dir, Ach so, die Trainer waren ja, ja, schon, ja, das waren lauter so Schwammerl. Nein, Jetzt, also- ja, wenn du ins Cleverfit gehst, da kann ja keiner was. Also, die sind ja nur da, um die Geräte zu putzen. Ah, okay. Ja, Verstehe. Nein, hätte jetzt ja. auch nicht so viel Bock drauf. Ja, und der Franz ist jetzt weit weg von mir jetzt. Also insgesamt Ah, jetzt von da, dann ja. sowieso. Ja, ich war einfach da, hab keinen Bock, jeden Tag eine halbe Stunde zum Fahren, zum Trainieren. Ja, deswegen Homegym hier. Ja. Auch wenn wir der Harry hier immer meine Gewichte durcheinander bringt, Ja. die Drecksau. Ja, Haut dann immer gleich 100 mehr da drauf. Ja. Weil ich hab echt in seine So Arme schon mal Brackel ist, angeschaut. Ja. Das ist schon mal angeschaut. ja, Kid Rap, wir kennen Ja. uns zu den Los Brothers Favorites. ja. 3 Orte. Upsi. Nenn mir bitte die 3 Orte, an denen du am liebsten saufst. Aber ich möchte schon irgendwie was. Ich kann mir erinnern, dass du einen Maßstab hast. Also mein Nummer 1, ich habe lange drüber nachgedacht, also Ja. ich habe mich vorbereitet, Ja, ist im Schlauchboot. Im Schlauchboot, Ich sauf ja. wahnsinnig gern beim Schlauchboot fahren.
Ich werde aber gleich begründen, warum, aber du darfst natürlich anfangen. Ja gut, also haben wir letztes Mal schon gesagt, also im Auto, unterwegs halt, ja. Im Büro. Ja, wo es Das Büro ist halt nicht besonders gut, weil wir saufen so oft, jetzt gerade saufen wir auch Also ich irgendwie saufe halt lieben gerne in Bierzeit, das mache ich jetzt sehr, sehr gern, weil ich da halt zwei Sachen kombinieren kann, die ich gern mache. Sitzen und saufen, ja. Und dann, wenn ich einen Pegel erreicht habe, halt vielleicht aufstehe oder im Bar gehe. Ja, und da weiter saufen, aber du musst halt stehen saufen. Ja, schon. Aber ab einem gewissen Pegel. Ja, aber halt auch wenig tanzen, also zumindest so wie ich. Halt hier. Ja. Schunk. Ja. Ja. Bei dem Dad im Keller, Habe ich mir auch überlegt, ja. das war noch was. Weil das hat die Kombi aus Mucke hören und saufen. Aber ich meine jetzt schon eher drei. was die Leute auch ein bisschen relaten können. Ach so, ja, im Auto. Bierzeit kann man relaten, Ja, glaube ich. stimmt eigentlich nur im letzten. Ja, was waren's? Ja, was halt. Vielleicht was, wo die Also, Leute noch nicht dran also denken. was ich halt auch, ja gut, was ich halt auch richtig gern mache, ist halt bei so Roadtrips so vor Motels saufen, das ist schon geil. Ja, stimmt. Das macht auch Habe ich richtig nur Spaß. richtig gute Erfahrungen gemacht in Motels. Ja, vor allem saufe ich halt dann, oder wenn man einen Fahrer hat, sauft man dann auf der Autofahrt schon sehr viel. Ja. Und dann, wenn du halt dann kommst du an, checkst ein, gehst zum Getränkemarkt und dann stehst du schönes Wetter draußen vor dem Motel, ein paar andere pennen und da. Ja. Und dann schmeißt ein bisschen Football. ja, die Sonne geht runter. Ja. Schon, und dann gehst du halt irgendwo hin. Einer ist so besoffen, dass er vergisst zum Zahlen. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, das war noch was sonst. Ja, gut, es ist schwierig, also auf Hütten oder sowas saufe ich auch gern. Hütten insgesamt. Ja. Ja, Wo ich nicht so gern saufe, sind Clubs. Also, das ist halt so das letzte Ding, wo man halt so hingeht, aber es ist nicht so meins. Nein, hat auch keinen richtigen Sauf-Vibe, finde ich. Das ist halt was da muss ich dann. Na, dann lieber so Strandbars oder sowas. Ja, also mag ich untertags halt, wenn ich halt jetzt so einen Standard-Griechenland-Urlaub, dann schön frühstücken, ans Meer einmal reinhupfen und dann Strandbar, Poolbar. Poolbar. Das sind so Jede Orte. Bar. Ja, insgesamt Bars, ja. Gibt es auch Abstufungen. Also Irish Pubs. Irish Pubs, ja, also urigere Bars. Ja. Also muss man schon als Vollbauer wohlfühlen. Also ich mag zwar auch gern so edle Bars, weil die was ein bisschen so eine Gentleman's-Atmosphäre haben. Aber da finde ich es komisch, Bier zum Saufen. Ja, da dann musst müsste du ich mir dann einen Whisky Whisky, trinken. den man nicht leisten kann, stellen. Ja, Entschuldigung, den man nicht leisten will. ja. Sagen wir mal so. Ja. Ja, also bei mir ganz vorne eben oder auf 1 hätte ich jetzt Schlauchbootfahren gesetzt, weil, also es kombiniert so viel. Erstens, Schlauchbootfahren ist nichts, was du am Abend startest, sondern du startest schon mal meistens am Vormittag, vor allem bei der Strecke, die wir für gewöhnlich zurücklegen. Ja. Das bedeutet, das ist ein Days-Off. Und zwar nicht nur ein Days-Off, wir fangen Mittag an, sondern in der Früh. Du fängst in der Früh zum Saufen an, meistens vielleicht sogar ein Frühstück, nimmst eine kleine Wegzehrung mit. Ja. Und dann das Ganze vorbereiten. Du kommst an, Schlauchboot am Bahn, aufpumpen. Während dem Aufpumpen saufe ich die erste schöne Halbe. Es ist da schon sauheiß, es riecht nach Gummi, es riecht nach Bier und nach Kotze von Gästen. Ja. Dann ist das Ding fertig. Ja. Wir steigen an der gleichen Stelle ein, Boot ins Wasser, so viele Leute wie reinpassen, 5 höchstens oder einmal noch der Lotus, also 4 inklusive Lotus. Das war mal so die Maßgabe. Und dann fahrst du 5 Minuten. Ja. 5 Minuten machen wir die erste Pause, fahren raus, saufen 2, 3 Halbe da, springen ein bisschen von der Klippe, die so hoch ist ungefähr, aber fühlen uns natürlich wie absolute Actionhelden. Wie wollte ich sagen, es gibt nennen wir es Leistungssportler. Ja, auf jeden Fall wie Turmspringer. richtige Adrenalin-Junkies, sagen wir mal so. Und dann bist du da schon richtig angezogen und dann hast du noch 2 Stunden Schlauchbootfahrt vor dir. Ja. Und du steigst trotzdem viel zu oft aus und es ist viel zu heiß, aber du hängst immer mal wieder ins Wasser. Das ist für mich die perfekte Art zum Saufen. Auf Platz 2 habe ich jetzt Hütten, die du auch schon erwähnt hast, gesetzt. Auch hier verurteilt es mir nicht, aber ich hasse ja eigentlich Ausdauersport. Aber ich gehe gerne auf eine Hütte hoch, wenn ich weiß, dass ich mich da oben komplett weglöt und im Anschluss mit dem Schlitten runterfahren kann. Das ist für mich so das Zweite, wo ich mir denke, das ist einfach geil, weil ich weiß nicht, Hütten, alles ich sauf gerne in einer Holzumgebung. Ja. Deswegen
Hütten und vor allem besoffen Schlitten fahren, ganz ehrlich. Ja, das Beste. Dass dann noch nicht mehr passiert als bei uns Nichts zumindest. passiert. Na, stimmt, ja. Das sagst du die Leute, die mit dem Schlauchbootsbrauch sind. Schon, ist denn was passiert? Und die waren hier. Echt hier? Okay. Okay. Das ist schon ewig her, ja. Ja gut, dann kannst du ja nicht bremsen. Nein, und das ist voll am Baum. Ja. Naja, Naja, war eine Lehre, Matschbanane. schätze ich. Ja, Ja, halt war König der Löwen-Anspielung. ja, ist aber in Ordnung. Und dann habe ich es auch nicht genauer gewusst am Schluss, weil, Ja. also was ich festgestellt habe, ich sauf gern draußen. Ja, Ich habe jetzt mal gedacht, beim Grillen, aber auch beim Campen, aber auch auf Festivals. Ich sauf halt unendlich gerne auf Festivals. Ja. Das ist für mich schon auch noch sehr weit vorne dabei, weil das dann so eine brutale Eigendynamik nimmt und das ist halt einfach ein anderes Ja. Saufen. Aber dazu mehr in der eigens dafür geplanten Taubertal-Folge, wenn der Kid Rap mal wieder im Urlaub ist. na, Ja, das sind meine 3 na Favorites. schön, schön. Kann man alles machen, ja. Komm mal, ja. Außer bei den Dates. Wo saufst du denn richtig ungern? Ja, also wie gesagt, in Clubs, Discos. Ja. Also das ist immer noch mein letzter Anlaufpunkt, wenn ich halt schon so besoffen bin, dass mir wurscht ist und meistens halt dann nur noch Clubs und Discos aufhaben. Da trinke ich sehr ungern. Wo trinke ich noch nicht gern? Fällt mir jetzt nicht nichts ein. Also es ist echt, das ist halt, wo am wenigsten Vibe ist. Ja. Ja, saufst du einfach überall recht gern. Ja. Aber es gibt schon. Aber ich habe selber Unterschiede. nicht drüber nachgedacht, wo ich nicht so Nein. gerne sauf. Es gibt so, ich finde, es gibt Gesellschaften, sage ich mal, Ja, in denen ja. ich dann saufe, weil ich saufen muss. Und Nein. damit meine ich nicht, sie zwingen mich dazu, sondern ich muss zum Saufen, damit ich nicht einfach gehe Ja, oder fahre, sondern ich saufe meine 4 halbe und fahre dann. ja. Ja, Ja. das ist das Einzige. Nächste Disco. Nächstes, schon, ja. Ja. Schön Club, ein bisschen Ja, tanzen schon ein bisschen. und da richtig saufen. Ja, 5 Entweder-oder-Fragen. ja, okay. Putin oder Kim Jong-un? Ja, Kim Jong-un. Twix oder Snickers? Snickers. Ah, war klar. Ja, das bleib ist weiter. Arsch oder Pussy? Zum Ficken. Oder einfach so. Ja, Pussy wahrscheinlich. Weißt du lieber Stuhl oder lieber Tisch? Lieber Tisch. Obwohl, kann dann sie alle auf mein Gesicht hocken. Also ist dieses Ding mein Gesicht, dann war ich lieber Stuhl. Okay. Ja. Ja. Ja, ich fand, das ist eine schwierige Frage Ja. gefunden, aber lieber Ja. Stuhl hast du Ja. reingewählt. Wenn das mal, also wenn die, Ja, das, also Ding, wie nennt man das? die Sitzfläche. Die Sitzfläche ist mein dein Gesicht. Gesicht, Ja. hast du den Mund auf. Was ist mit 14? Wie gehst du damit um? Muss ich, Genießen. ja, muss ich nicht mehr. Ja. Was ist jetzt kein Stuhl? wenn Nein, der- schon, ja. So haben wir dafür entschieden. Ja. Ich finde, als Stuhl ist halt mehr Diener als als Tisch. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt und das Ja, mag schon, ja. und das Geld stimmt. Ja, ein bisschen in die Ding, ja, devote Richtung geht. Ja. Ja. Dann auf jeden Fall. Aber Bank war ich nicht gern. Nein, Band Also ist ich möchte schon erst- ich möchte nicht, dass individuell. mehrere Leute Ja, mit schon, mir ja. hocken, aber was Ja. will denn Himmel dazu? Ja. Kann nicht überall sein. Da hättest du lieber 5 Meter hoch springen können oder easy 100 Kilometer am Stück laufen. Lieber laufen, glaube ich. Also, Also klar, die Frage ist, wann brauchst du beides? ja. Aber ich glaube, es ist halt immer okay, aber es ist, Also ich kann auch wieder runterspringen, also halten Ja. meine Gelenke das aus quasi. also du ich bist kann, halt, also 5 Meter ist schon sehr hoch, Ja. also das ist halt hindernismäßig dann für dich. na, gibt's nichts. War gut, wenn ich vor die Bullen weglaufen. Also ich finde halt Ja. 5 Meter hoch springen ist ein besserer Flex für 100 Kilometer laufen. Ja, weil da das hat keiner Bock. Also, ja. Ja, also das mit dem Springen ist ein coolerer Partygag auf jeden Fall. Ja. Wenn ich dann sage, hey, ich kann 100 Kilometer laufen, die sagen, nein, dann sage ich, warte Wait ab. a minute. Ja, ja. Ja. Wie schnell kann ich die 100 Kilometer laufen? Normale Joggeschwindigkeit. 25 km/h. Das ist nicht so schnell, glaube ich. Nein, ich glaube 20 hätte ich jetzt gesagt. Okay. Ich habe mal 23 geschafft. Schon? Ja. Also durchgehend? Nein, ein Sprint. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das schneller läuft als Also 23. ich weiß nicht, also sagen wir so, die Quelle war so ein Ding, wo Autogeschwindigkeit misst. Und das haben wir halt Ach immer wieder so. vorbeigelaufen. Ich traue dir 28 zu. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich ehrlich gesagt weiß ich ja gar nicht, wie. Ja, beim Sprinten war ich schon immer gut, aber Ausdauer halt gar nicht. Also gut für das, was mein Körper Ja, ja. ist. Ja. Jetzt ist da so ein dürren Schwarzen nimmst, der lacht dann natürlich. Ne? Natürlich, aber der lacht über alles, Ja, was wird. schon, ja.
Der ist schon am Geparden vorbei. Ja, und dass wir hier alles zahlen. All diese Sachen. Ich habe einen kleinen Schluck gebraucht. Ja, war's das also schon? Ja. Nein, ja, das waren 5 Ja, Entweder-oder-Fragen. Ja, die 100 Kilometer, sage ich mal, also, wie gesagt, du brauchst beides nicht, aber in der aktuellen, der modernen Welt, Ja. sage ich mal, ich kannte ja auch 100 Kilometer wahrscheinlich, jetzt übertreibe ich würde jetzt gerade sagen, problemlos Radl fahren, aber ich kann wahrscheinlich 100 Kilometer Radl fahren, aber ich darf es trotzdem nie machen, weil es ist ja so unpraktisch. Jetzt, wenn du jetzt 100 Kilometer zurücklegen kannst, weil ich muss dazu sagen, du hast die Ausdauer nur beim Laufen, gell? Das ist nicht dein Grundzustand, dass du sagst, ich bin total Cardio-Genie, sondern du kannst nur 100 Kilometer problemlos. 101, du brichst komplett zusammen. Okay, ja, dann darf ich lieber springen. Ja. Laufen ist Gut, scheiße, ich wollte da nichts einreden. Nein, da lasse ich mich nicht beeinflussen. Na. Wacht auf. Ja, ich habe ein Gericht der Woche. Okay. Und zwar ist das ein Gericht, das ich selber sehr gerne koche, auch relativ häufig koche. Ja. Und natürlich rede ich von einem Schweinefilet im Speckmantel mit Sahnesauce und Spatzel. Primär Spatzel, du kannst natürlich auch, wenn du willst, Nudeln dazu essen, ist gar kein Problem. Gibt noch ein, zwei Varianten, wenn du richtig crazy sein willst, dann vielleicht sogar Schupfnudeln, aber Vorsicht. ja, Obacht, Vorsicht. ja, muss man schon sagen. Das Rezept werde ich eigentlich, das ist ein Chefkochrezept, das ist ja auch so, ist nichts von mir, koche ich so 1:1 nach, aber nur, dass du es grob wisst, also du hast das Schweinefilet, schneidest das in 2 bis 13, ja, nein, schon dicker, sagen wir mal sowas, gell, für die Leute, die die Kamera, die den Videopodcast verfolgen. 15 Zentimeter. Also. Nicht schlecht. Schneidest das in schöne Stückel, nicht zu dünn, weil sonst werden es sofort zart. Salzen, Pfeffern mit Speck einwickeln, schön anbraten, beide Seiten. Dann kommt auch schon ganz, ganz unspektakulär die Sahne rein. Und jetzt passt auf, das gart dann da drin schon. Natürlich noch ein bisschen Cheesy. Ja, ist gut. Und da passiert ja gar nicht so viel in dieser Soße. Es gibt noch eine Alternative, da machst du was mit Gorgonzola und Zucchini. Aber ich rede jetzt von der ganz klassischen, normalen. Scharf anbraten, Sahne drauf, nochmal schön abschmecken. Und glaubt mir, so viel passiert nicht. Ich glaube, nur ein bisschen Zwiebeln oder so weiter, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Dann kommt das in den Ofen und dann gart es da fertig. Es ist innen rosa, wenn du das richtig machst. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das genaue Rezept haben wollt. Ja, also noch genauer. Ja. Also das wäre, glaube ich, schon die meisten reicher, denke ich mal. Ja. Aber kann ich verlinke ich irgendwo. Ja. Fan der Woche. Ja. Kommen wir schon zum Fan der Woche. Fan der Woche, ja. Fan of the Week. Fan of the Week ist für mich, weil einfach sehr präsent, finde ich, immer mal wieder, ist für mich die Chaos Queen. Ja. Die sehe ich immer mal wieder. Ja, live. Also, Ich glaube, wir haben es einmal auf Malle getroffen. Ja. In Malle. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Das ist das 19. Bundesland. Ja. Weißt du, dass das falsch ist? Ja, die hat sich auf jeden Fall ausgezeichnet durch Präsenz. Ja. Immer mal wieder einen netten Like da lassen. Ja. Ich weiß nicht geschaut habe, ob du dir ein Premium-Bundle gekauft hast. Das werde ich jetzt einmal. Nein, müssen wir mal schauen. Sonst jetzt noch schnell. Gut, dann noch bis morgen. Bis morgen wird es noch gut. Ja, zahlst den Preis, den alle zahlen. Das ist mein Angebot für die. Haben wir die sonst noch irgendwo drauf? Ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass wir die noch irgendwo gesehen haben. Also ich glaube, war auf jeden Fall schon auf Konzerte von uns. Ja, ich glaube Brasswiesen, also haben wir nicht persönlich getroffen, ich glaube, da haben wir uns gesehen. Sonst weiß ich nicht. Aber Chaos Queen, geiler Typ. Ja, bester Mann. Bester Mann. Im Stall. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so komplett durchrutscht. Genau. Los Brutales, Secret Tipp. Ja. Was du definitiv auch supporten wirst. Und zwar ist das meine Lieblingseisdiele im Oberland aktuell. Und zwar ist das, ich habe nur googeln müssen, wer es heißt. Ja. Das ist das Eiscafé Roma in Geretsröhr. Ja. In der Johann Sebastian Bach Straße. Ich weiß natürlich, was es ist, aber ich habe nie gewusst, wie es heißt. Und ich hätte auch nicht gewusst, um was für eine Straße. Nein, fahr einfach hier. Dieses Eis ist so geil. Hat auf Google gerade mal 69 Bewertungen. Zwar gute Bewertungen, aber es finde ich relativ wenig Bewertungen für sowas, was so großartig ist. Du kriegst so eine Kugeln von echt nette Bedienungen und junge Mädels. Richtig hier. Okay. Also wer weiß und widerlich willst du sein. Ja, gut. Oder wer widerlich. Ich glaube, das ist was alle Männer bei gemeinsam mir weiß. haben.
Also ich schwöre euch, richtig, richtig geile Sorten. Ich muss jetzt hier keine Werbung, also. wäre nicht gesponsert, sondern einfach nur, weil überzeugt. Ja, das ist ein Geheimtipp, so Wirklich aus ein unserem Geheimtipp. Leben quasi. Ja. Also ich glaube, dass keiner, also ich kenne keinen, der sagt, oh, geile Eisdiele, oder die kennt überhaupt. Also ich sage es ja viel, wenn man, also viel mit den zwei wenigen Menschen, Leute, die woher den Gerardsried mal. Man muss ja auch dazu sagen, dass Gerardsried also ist ein Shithole vom Oberland. Ja, das ist das so schlimmste Ort auf der potthässlich, ganzen Welt. Es gibt, Ja. das ist die Garagenband unter die. Ja, also gibt es gewiss viele nette Leute, da möchte ich gar nichts sagen, aber es schaut halt einfach so aus, als hätte es so ein Stückel, also manche Teile schauen aus, als hätte es so ein Stückel Sowjetunion einfach da eine, da so Stimmt, ja. richtig kahl oder, Ja, und oder so, ja, so, so wird auch gesprochen, okay, möchte ich dazu Keine sagen. Ahnung. Viel Russen. schon sind da Viel viele Russen. angeblich. Okay. Ich bin noch nicht oft also zum Eis essen. Ja. Auch die Pizzeria daneben ist auch nicht schlecht. Hast gesagt, du hast Scheiß gekriegt, Ja. aber das passiert ja immer wieder. Ja, schon, ja. Ich habe gesagt, der Andi kriegt Ja. auch jetzt mal Scheiß, wenn er unser Essen isst. Also das ist keine Ausrede. Nein. Und unser einstiger Lieblingsdöner in hier, sag ich mal, Ja. in der Umgebung, haben wir auch mal Scheiß gekriegt und immer wieder gegessen. Also Ja, aber irgendwann hat man sich daran gewohnt. ja, der Körper entwickelt dann die entsprechenden Abwehrkräfte oder ignoriert, sagen wir mal Ja, so. stimmt, Der ja. nimmt dann diese Schadstoffe einfach auf Ja. und sagt, Nimm mal halt das. ja, ist egal. Ja, jetzt habe ich Alkohol, hier Durchfallbakterien Ja. und sonst nichts. Aber Arbeit wirklich, man damit. so eine geile Eisdiele, schaut Ja. da hier, wenn Ja. ihr gerne Eis esst. Und Ja. keine 4 Euro für eine Kugel. Ich glaube, du zahlst immer noch, ich war jetzt schon länger nicht mehr, 1,60. 1,60 oder 1,60. Das heißt 1,60, sonst überall 1,90 inzwischen Zwickel, schon. mehr Und wie kriegst sonst so Zwickel, ja. einen kleinen Bollas. Und Ja. das ist Ja. absolute Frechheit. Ja, musst halt nach Gerardsried fahren, gell. Also wenn du einmal Also von Minga ins Oberland fahrt, also Nach Deutz. nach Lengres oder Tegernsee, dann fahrt über Gerardsried und holt euch da Eis auf jeden das ist Fall. Garmische. Ihr müsst über die Garmische fahren, Ja. dann glaube ich, kommt es in Gerardsried Ja. raus. Ist auch, da ist ein Kreisverkehr, rechts geht es nach Kindstorf, Ja. nach Königsdorf, links geht es in diese Schrottstadt Deutz. Und da ist, wenn es nach Deutz fahrt, dann fahrt direkt zur Eisdiele, dreht wieder um und fahrt aber auf jeden Fall über Königsdorf irgendwo. Da irgendwo der Rudi wohnt, Ja, wisst ihr es. ja, und dann 100 Meter rechts Ja. ungefähr. Was steht die Woche, Trap? Na gut, das waren ja schon gesagt. Ja, das hast du vorweggenommen. Ja. Das hat mich sau geärgert, als du am Anfang sagst, ich frage, was ist passiert? Ja, heute kommen Leute, super. Ja. Ja, wir haben halt Quadratl. trinken noch ein paar Reels, machen ein paar Reels und trinken dabei ein paar Bier. Sonst nächste Woche steht ja nichts Großartiges, oder? Also, Ja, du, schon viel zu tun. ja. Ja, Battlemarkt, der steht da, hast du schon vorweggenommen. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, Das Montag. kostet 2 Tage wahrscheinlich. Ich habe in unserem Kalender 2 Tage eingetragen. Ja. Ich habe eingetragen von Montag um 5 Uhr bis Dienstag um 12 Uhr mal, Ja. weil der Battlemarkt ja am spätesten Nachmittag umlage. Wahrscheinlich, ja. Ist der da nur für uns vorbei, denkst du, weil das ja der MJ so eingetragen hat? Also ich glaube, das ist ein Erfahrungswert Also für ihn. die Aber ich werden glaub, um 2 wieder abgeholt. ja, also ich glaube, dass der schon noch länger geht wahrscheinlich. Alter, aber dann bleibe ich bis um 10 Uhr. aha, vielleicht Ich werd noch allein da Hotel bleiben. nicht mehr. Hotel nicht mehr. Stimmt, ja, weil es spielt ja keine Rolle finanziell. Ja. Mal eine kleine Story kriegen wir umsonst. Für die Leute, die jetzt das Video nicht gehabt haben, ich glaube, der Kid Rap hat zwinkert. Hast du Nein, Zwiebel, nicht aber zwinkert. du hast irgendwie so einen Halbzwinker. Das oder? war so mein Playerblick. Nicht schlecht. Ja, gut, damit sollten wir auf jeden Fall enden. Wir überlassen die letzten Worte wie immer dem wunderbaren Harry. Genitiv. Dem, ja. Akkusativ. Plus perfekt. Subjekt.